Wir haben einen Gemäßgärten gehabt, von Anfang an, wo wir hier gewohnt haben. Und dann aus dem Restterra, den wir rundherum hatten, noch an noch ein Gärten gehen, wie wir auf viele Reisen an andere Gärten in England und in Frankreich gesehen haben. Alles, was wir so flott fanden, haben wir Fotos gemacht und dann haben wir probiert, das hier umzusetzen. Das geht von 400 im Haus und wo all die Sachen sind, Gemäß und dann die Blumen, die viel Fleisch brauchen, über dann den Longwalk, den just gemeint, wo die Hecke müssen geschnitten gehen, dann haben Blumenwies, die einmal am Jahr just gemeint wird und dann geht es über den Labyrinth, an den Gräsergärten, langs den großen Weiher, zurück für 100 Haus. Den letzten Teil vom Gärten, das ist dann der Übergang von dem rein formalen, wie vordrun eben die lange Longwalk, den Übergang auf die Natur da draußen. Die Gräsergärten, das war eine Idee, die wir in Frankreich an einem Gärten gesehen hatten, wo sie wirklich Gräser all verschiedene Zuchten gepflanzt hatten. Das wollten wir noch noch machen. Die Blumen, die da drauf sind, die Stauden, die drauf sind, die überholen nur die Rosen am Anfang Blei hier am Gärten. Und gehen dafür auch ganz viel Besicht von Bommeln, Bienen, all Sorten Insekten. Ne? Wir haben auch hier am Garten ein Insektenhotel abgerichtet, weil das wichtig ist, für den Insekten weiterzuhelfen. Und das ist auch so ein Drama von meinem Mann, für dann irgendwann Bienen zu halten. Wenn er dann Pension hat, dann kommen die auch da hin. Die große Feier, ja, den ist im Moment leider ziemlich am Schiert, weil die Bäume rundherum relativ hoch gesehen. Aber das ist eben am dicken Sommer, so wie wir die letzte Zeit hatten, ein idealer Platz für sich mal mit einem Buch hinzusetzen, weil es angenehm frisch ist und auch am Schiert ist. Anten ist voller Mulchen. Das ist, wenn ich mit meinen Kindern aus der Klasse hinkommen, immer ganz spektakulär, wenn wir Mulchen fangen können.